liebe Schwestern und Brüder, es ist mir eine große Freude, euch alle im Haus Gottes sehr herzlich willkommen zu heißen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich wünsche Ihnen die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Heute freuen wir uns, weil wir so viele barmherzige Brüder unter uns haben. Es ist uns wirklich eine große Freude und Hoffnung, dass diese Ordens noch Zukunft hat. Und wir beten für diese Ordens. Wir sind alle sehr dankbar für alles, was wir bekommen durch ihre Bemühungen. Und wir wollen auch alle für ihre Mitarbeiter auch Dank sagen und für sie beten. Im heutigen Evangelium sagt uns Jesus: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich unter euch. Ich denke, das ist eine sehr bedeutende Versprechung von unserem Herrn. Und heute in dieser Versammlung von uns, wir haben diese Gelegenheit zu erfahren, dass unser Herr Gott unter uns ist und er leitet weiter unsere Arbeit. Und beten wir zu ihm: Herr, du bist unser Leben, Herr, erbarme dich. Herr, du bist unser Licht, Christus, erbarme dich. Herr Jesus, du zeigst uns den Weg zum Vater. Herr, erbarme dich. Herr allmächtige Gott, erbarme dich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Lass uns beten. Herr, unser Gott, komm unserem Beten und Arbeiten mit deiner Gnade zuvor und begleite jetzt alles, was wir beginnen, weil wir seinen Anfang nehmen und durch dich vollendet werden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Amen.
chwale Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan was przyjdzie. A to rozumiejcie, gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby się włamać do swojego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, w której się nie domyślacie, tym człowiekiem przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdawał jej żywność. Szczęśliwy ów sługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: mój Pan się ściąga i zacznie bić swoje współsługi i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każdy, kto ćwiartować i z obłudnikami wyznaczył miejsce, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Wspólnie wielbić Boga. Wir haben uns hier versammelt, Gott zu loben. Spotykamy się dzisiaj wspólnie z naszym Panem, my jako bracia zakonni, a wy jako mieszkańcy i pracownicy tego ośrodka. Und wir haben uns versammelt, wir als barmherzige Brüder mit euch, mit den Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und Heimbewohnern dieser Einrichtung. Zobaczcie, ten ołtarz jest z każdej strony otwarty. Sie können sehen, der Altar ist von jeder Seite zugänglich. Bóg zaprasza nas do wspólnej modlitwy, Der liebe Gott lädt uns in ein gemeinsames Gebet ein, abyśmy słuchali Jego słowa, damit wir auf sein Wort hören i karmili się Jego ciałem i krwią. und damit wir uns mit seinem Leib und Blut verstärken können. Dziś stajemy przed Nim, aby Mu dziękować. Heute stehen wir vor ihm, damit wir ihm danken können. Dziękować za każdy przeżyty dzień, za każdą wykonaną pracę. Danken können für jeden Tag, für jede Arbeit, die wir geleistet haben. My jako bracia dziękujemy za każdego z Was. Wir als Brüder danken wir für jeden von euch. Jan Boży przynaglał nas tutaj, do tego ołtarza. Zachęca nas, abyśmy każdego dnia otwierali się na serce Pana Jezusa. Und zu diesem Altar lädt auch uns der heilige Johannes von Gott, damit wir jeden Tag unser Herz auf Jesus Christus richten. Dzisiejsze prace wykonane przez braci i tutejszych mieszkańców Die heutige Arbeit, die wir gemeinsam, die Brüder und die Heimbewohner gebracht haben, świadczą o wielkiej miłości do Jana Bożego i Jezusa Chrystusa. diese Arbeit zeigt auch gleichzeitig eine große Liebe an Jesus Christus und an Johannes von Gott, Który powołał Jana Bożego do tak wielkiej misji niesienia miłosierdzia. Und Jesus Christus hat den Johannes von Gott berufen, die Barmherzigkeit zu verkünden. Miłosierdzia wszystkim ludziom. Die Barmherzigkeit, die für alle Menschen da ist. Ta piękna kaplica przypomina owoc granatu. Diese wunderschöne Kapelle erinnert an Granata.
jest symbolem miłości. Die Kapelle ist ein Symbol der Liebe. I tak sobie skojarzyłem tę kaplicę jako miejsce, z którego wypływa miłosierdzie. Und ich habe das für mich so interpretiert, dass es eine Kapelle, aus der die Barmherzigkeit nach draußen fließt. I każdy, kto wychodzi z tego miejsca, zostaje obdarzony łaską, daną od samego Chrystusa. Und jeder, der die Kapelle verlässt, bekommt diese Gnade der Barmherzigkeit von Christus. Jak te ziarenka wypadające z owocu granatu. So wie die Kerne, die im Granatapfel sind. Poczujmy się jako te ziarna przypowieści, które zostają rzucone w glebę. Und wir sollen uns auch so persönlich fühlen wie Kerne, die auf den Boden fallen und Früchte bringen. Które rzucone na glebę obumierają i przynoszą obfity owoc miłości. Die dann bringen ein Frucht der Barmherzigkeit, der Liebe. Jezu Chryste, Królu Miłosierdzia. Herr Jesus Christus, König der Barmherzigkeit, Zawierzamy Ci dzisiaj wszystkich chorych i cierpiących. wir vertrauen uns heute alle leidende und kranke Menschen. Naszych współpracowników i nas samych. Unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und uns selbst. Aby dzieło rozpoczęte przez świętego Jana Bożego przynosiło błogosławione owoce. Damit das Werk, das der heilige Johannes von Gott begonnen hat, immer wieder Früchte bringt. Dankeschön. Ja.
Und singen mit den Chören der Jünger, das Urteil der Ewigkeit. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wieder, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deine Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen wir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heils dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns deinen und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende deine Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Benedikt, unseren Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zu Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unsere Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus deiner Welt geschieden sind, in deine Reich auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und der Mutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch Christus, durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm, in ihm ist dir Vorteil, der Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes und Herrlichkeit und Ehre, jetzt
Deshalb bitten wir, Herr Jesus, schau nicht auf unsere Sünde, sondern auf den Glauben der Ewigkeit und schenke dir nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allen mit Und mit deinem Geist. Einen Tag soll es geben, da du sagen musst, niemand ist da, der mir die Hände reicht. Einen Tag soll es geben, da du sagen musst, niemand ist da, der mit mir redet. Der Liebe Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der unseren Verstand macht und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe. Einen Tag soll es geben, da ich sagen muss, niemand ist da, der mich mit Geist beseelt. Einen Tag soll es geben, da du sagen musst, niemand ist da, der mir das Leben schenkt. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, unseren Verstand macht und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe. Du bist die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Nimm das Lamm Gottes, das hinweg nimmt die Sünde der Welt. O Herr, Ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
liegt, auf dich vertrau ich und fürchte mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Lied, Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürchte mich nicht, auf dich vertrau ich und fürchte mich nicht. Menschen sich vergessen, die Wege verlassen und neu beginnen, ganz neu. Da bildet sich Himmel und Erde, das Leben Erde unter uns. Da bildet sich Himmel und Erde, das Leben Erde unter uns. Menschen sich verstecken, die Liebe und neu beginnen, ganz neu. Da bildet sich Himmel und Erde, das Leben Erde unter uns. Da bildet sich Himmel und Erde, das Leben Erde unter uns. Menschen sich verbünden, den Hass überwinden und neu beginnen, ganz neu. Da bildet sich Himmel und Erde, das Leben Erde unter uns. Da bildet sich Himmel und Erde, das Leben Erde unter uns. Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast uns im heiligen Opfermahl gestellt. Dieses Sakrament sei uns ein Schutz, der uns nie verlässt und alles Sehnliche von uns verhält. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der sei mit euch. Er segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich möchte jedem von euch, der sich sagen gehöre, in diesem Gottesdienst und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Geht gut.